gegen die Kriminalisierung politischen Engagements. Wenn Sie mich fragen, warum engagiere ich mich in dieser Plattform, warum habe ich mich im Zuge unserer Solidaritätsarbeit selbst angezeigt? Für mich ist es selbstverständlich, dass sich Menschen, die sich in ihrer Empfindsamkeit für jene Mitwesen einsetzen, die sich nicht wehren können, dass ich jene Menschen nicht im Stich lasse, wenn eine justizielle Jagdgesellschaft sich anschickt, ihr Leben zu zerstören. Zum Zweiten ist es für mich selbstverständlich, dass wenn sich viele Menschen fragen, ob die vor circa 10 Jahren eingerichteten Anti-Mafia-Paragraphen nunmehr mitunter gegen jene gerichtet werden, die an allen Ecken und Enden sichtbar werdenden mafiotischen Strukturen in unserer Gesellschaft laut und deutlich benennen, dass wenn jene diesen Anti-Mafia-Paragraphen gegen diese Menschen richten, dass ich mich dann an diese Seite stelle, an deren Seite stelle, denen die Hand reiche und dagegen aufstehe, dass Recht so missbraucht und so angewandt wird. Und zum Dritten ist es für mich selbstverständlich, dass ich die Hoffnung nicht aufgebe, dass es in dieser Gesellschaft genug Entscheidungsträger, Verantwortungsträger gibt, die den Ernst der Lage erkennen, die in der Lage sind, das Ruder herumzureißen und aus Unrecht wieder Recht machen. Ich möchte an dieser Stelle bekannt geben, Anfang dieser Woche sind 220 Selbstanzeigen an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt worden und ich möchte an dieser Stelle damit schließen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wenn es uns nicht gelingt, hier diese Justizfarce aufzuhalten, dass das Ganze nur in einer Lächerlichkeit enden kann. Jetzt ist es noch möglich zu verhindern, dass es in einer tragischen Lächerlichkeit endet. Ich möchte auch an den Staatsanwalt Handel appellieren, es ist nie ein Gesichtsverlust, wenn man sich in einer Sache verfahren hat und dann trotzdem noch entscheidet für die Menschlichkeit, für die Tierliebe gegen die Grausamkeit. Geschätzte Damen und Herren, ich möchte Sie bei unserer Pressekonferenz begrüßen und wenn das relativ lange dauern würde und wir eine große Anzahl an Rednerinnen und Rednern am Podium haben, Ihnen das ganze Podium nicht am Beginn vorstellen, aber gleich unseren ersten Gast bitten, seine Stellungnahme zu äußern. Das ist die Schwester Teresa, eine Franziskanerin aus Tirol, die hier nach Wien gekommen ist, um unser Anliegen zu unterstützen. Bitte. Grüß mal jetzt anrufen.
diesen drei gelten Tiere nicht mehr als Ware. Dass es dazu kommen konnte, sie wieder als empfindende Wesen zu sehen, muss es ein Großteil der Bevölkerung mitgetragen haben und muss sich solidarisch fühlen in dieser Einstellung. Die Tiere gelten juristisch nicht mehr als Ware, aber in der einzelnen Situation kommt manchmal die Wertschätzung für sie zu tun. Im einzelnen Fall muss immer wieder jemand den Mut haben, für ihre Rechte einzutreten und den Mund aufzumachen und hinzuweisen, was mit ihnen geschieht. Und einfach zu stehen für Mitgefühl und für eine Wertschätzung der großen Zusammenhänge. Es kann keine Ethik geben, die sich nur mit einseitigen Interessen befasst. Eine Ethik hat immer die großen Zusammenhänge im Auge und muss Tiere und andere Formen des Lebens mit einbeziehen. Ich darf selber in einer kleinen Tierschutzstelle arbeiten, seit mehreren Jahren schon. Und dort erlebe ich Tag für Tag, wie sensibel die Tiere sind. Und kann sie sehen in ihrer ganzen Schönheit, weil sie dort so frei wie möglich und ihrer Art entsprechend leben können. Und in diesem täglichen Zusammensein mit den Tieren ist mir so aufgegangen, wie viel Nähe da ist, dass die so eindeutig gezogene Tier-Mensch-Grenze eigentlich nicht existieren kann. Der Unterschied liegt vielleicht darin, dass die Tiere nicht wissen, wie viel 2 mal 2 ist. Aber in dem Grundanliegen, Freude zu suchen, ihrer Art entsprechend glücklich sein zu wollen und Leid zu vermeiden, da sind sie uns sehr nahe. Da gibt es keine Grenzen. Diese Tiere in der kleinen Tierschutzstelle haben es gut, aber in ihrer Gegenwart sind mir auch immer all die anderen präsent, die es nicht so gut getroffen haben. Und ich freue mich über jeden Menschen, der dieses sehen kann und der sie mit seiner ganzen Kraft und einem Engagement aus ganzem Herzen unterstützt. Und dass jetzt Tierschützer sich vor Gericht verantworten müssen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Tierleid zu vermindern und ein größeres Bewusstsein zu fördern und mit Raum zu geben für Mitgefühl. Das übrigens auch weil Kinder von Natur aus eine sehr nahe Beziehung zu Tieren haben, die beste Prophylaxe ist in ihrer Erziehung zur Gewaltlosigkeit. Also für solche Aktivitäten verantwortlich ist mir wirklich sehr zu Herzen. Und ich fühle mich solidarisch verbunden. Und ich fühle mich in dieser Solidarität auf urfranziskanischen Boden, weil ein Franziskus von Assisi würde auch heute noch seine geschwisterliche Verbundenheit mit den Tieren, mit seiner Wertschätzung leben und zeigen und verteidigen. Herzlichen Dank, Schwester Theresa, für Ihre Worte. Als nächstes habe ich eine traurige, aber nicht allzu traurige Mitteilung zu machen. Sigi Maron, Liedermacher aus Baden bei Wien, hat leider vor 3 Tagen einen Unfall gehabt. Er ist aus seinem Rollstuhl gefallen und kann nicht Rollstuhl fahren und kann auch nicht Auto fahren. Und er ist an sein Bett gefesselt und muss sich deshalb für die Veranstaltung heute entschuldigen. Er hat mir noch gemeldet, ob er mir eine Bestätigung der Ambulanzstelle in Baden bei Wien schicken soll. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, weil wir sind hier nicht bei Gericht, noch nicht bei Gericht und deshalb braucht man auch keine Bestätigung. Wir glauben ihm das so, dass ihm dieses Unheil passiert ist. Ich hoffe, dass er in wenigen Tagen wieder wohlauf ist. An seiner Stadt wird der Wolf Kurzwein
die Stellungnahme oder eine